Guten Morgen. Das ist die erste Mini-Katechese von einer Serie über Texte vom Sonntag. Heute auf Lützeburgisch, die erste selbstverständlich, wir auch jetzt auf Französisch, für das viele Leute davon noch profitieren können. Und ich gebe euch gerne heute die erste Lesung vorlesen. Aus der Apostelgeschichte. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Da wissen wir also, dass die Aposteln zusammen mit den Frauen, die unter Jesus fahren, mit der Maria, mit dem Jesus in Cousin, dass die gebiert haben zusammen. Und am Fungeroll als das schon etwas von dieser Kirche fehlt. Wenn ein zu Lützeburg katholisch ist, da geht es sonntags an die Messe. Mit Gebet als am Fungeroll etwas ganz Wichtiges. Gebet als vom meist Herz offen machen für den Jesus. Für das Hirn zu Eis schwätzen können. Also Gebet, das ist nicht für dich etwas suchen. Den Herrgott voll dröhnen mit Gebetsulayes, mir es eng Zeit zur Summe verbringen. Am Hai, an dieser kleinen Lesung, gesehen wir, dass das am Fungeroll 2 verschiedene Meinungen hat. Du hast für dich, ja, die Kirche als zusammen am Gebet. So diese guten Aposteln, alle Guten, um 4 abgezählt. Das ist eine Kommunität von Leuten, die sich kennen. Die Schwestern an die schöne Seite von jedem kennen. Die gerne zusammen sind. Die aber nicht ungewiss sind. An diese Zeit holen wir mit den Nähen. An mir auch, an alle christliche Kommunität, sind wir abgerufen, die Leute, mit denen wir schon an die Masse gehen, mit denen wir Kommunität sind, zu kennen. Sie gehen zu holen. Und dann mit ihnen zu beten. Zeit zu holen für den Jesus. Für Jugendliche bin ich oft gefragt, Herr Kardinal, wen betet ihr? Was sagt ihr dem Herrgott? Und meine Antwort ist das erste, was ich mache, wenn ich bete, als mich an Präsenz vom Herrgott setze. Muss ich klar merken, dass da etwas aufhängt, was anstoß ist. Dass man Gebet eine Zeit mit dem Herrgott aufhängt. Das Gebet muss einen klaren Anfang und einen klaren Ende haben. An der Tasche, da will ich einfach da sein. Gebet als bei Gott sein. Weil Gott als derjenige, der ganz bei Eis ist. Aber wenn ihr da sitzt, die Zeit mit Gott, da kommen enge Ideen, es kommen engem Erinnerungen ab. Es könnte noch ein Gespräch mit dem Herrgott. Herrgott, wie weit hast du mir das Tote geschickt? Was hast du gern, dass ich mache? Wie soll ich darauf reagieren? Gebet ist der Moment, wo wir es wirklich als Kirche ressourcieren können. Und Quellen von unserem Glauben zurückgehen. Und dem Herrgott einen Spielraum an unserem Leben lassen. Gott nimmt einmal näher und muss ihn aufhängen. Aufhängen, Zeit zu holen für den Herrgott. Wir sollen also am Anfang nicht so viel holen, weil dann haben wir es vielleicht nicht dann. Mehr einfach allmoyen, ja,
2-3 Minuten Hölle für den Herrgott. All Ofen für Schlafen, 2-3 Minuten Hölle für den Herrgott. Vielleicht können wir auch nicht an unserer Familie ein kleines Tischgebet zu summen. Dann geht doch die Tischgemeinschaft nicht etwas mehr Wichtiges. Aber wenn man den Ruf vom Gebet hat, dann geht es sehr, als in 2-3 Minuten etwas, was mehr lang ist. Also, liebe Leute, diese Sonntag invitiert uns die Schrift durch die erste Lesung an der Apostelgeschichte für das unzufängen zu beten. Allein, aber auch zusammen als Kirche. Das ist meine Message für diese Sonntag. Merci für die Beobachtung.